Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Jo, zwei Freilancer haben wir hier nochmal. Wahrscheinlich hießen die einfach nur im Original Freelancer, kann ich drauf wetter. Und da hat man es wahrscheinlich wortwörtlich übersetzt als Freilancer. Freelancer ist ja eigentlich nichts anderes als ein Söldner, frei zur Verfügung stehende Lanzer. Ne? Hat ja nichts anderes zu bedeuten als Söldner. Genauso wie Sellsword, für verkaufbare Schwert, also Söldner, oder halt Mercenary, das ganz klassische. Eine Belebung hatte mir hier noch drin. Hier mache ich aber auch noch kurz hochkraxler, um zu der Truhe zu kommen mit einem Äther Medium. Wären wir jetzt Mr. Burns, würden wir uns frieren wie blöd. Geben Sie mir Äther, Smithers. Goldhelm haben wir dazu auch noch gefunden. Kann das irgendein anderer auch noch tragen? Nee. Die Mädels können das beide nicht tragen. Okeli-dokeli. Da haben wir noch so ein Ogie-Bogie. Dass ein Goblin zum Oger wäre, kann, finde ich eigentlich auch ziemlich heftig, um mal ehrlich zu sein. So, machen wir so und so. Und dann so. Da haben wir wenigstens nichts mehr zur Auswahl. Aber wenn Ogan hier für Oger stehen soll, finde ich das schon ziemlich heftig, dass das normalerweise Goblins sind. Und nur wenn sie einen Hammer tragen, sind sie automatisch ein Oger. Das ist schon etwas merkwürdig. Also gerade ein Goblin, der eigentlich eher so kleinisch mächtige, schwache Kreatur ist, dann im Vergleich zu so einem Oger, der eigentlich doch eher was Großes, Mächtiges ist, oder Mächtigeres ist, zumindest körperlich sehr stark. Chrono kann den Freilancer fertig machen. Das war jetzt ein Crit, der 30 nur abgezogen hat. Heidewitzka. Dann schauen wir mal, wie viel Schaden Malo noch machen kann, wenn der Hammer weg ist. Okay. Und sie macht 106 Schaden. Das reicht anscheinend für so einen kleinen Goblin. Male wird aufgestuft. Perfekt. Bin ja mal gespannt, ob man da jetzt auch noch wirklich Oger oder Orks hier treffen in dem Spiel. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. So. Ein Tonic Medium gibt es ja noch. Und ansonsten war es das hier. Das war das Optional und hier geht es weiter im Gebiet. Ich finde es auch sehr schön gemacht mit dem Regenbogen hier, den man im Wasser sehen kann. Irgend so Drecksau hier schmeißt mit Stern auf uns. Geht's noch? Der Freilancer wieder. Ein Äther Medium. Ja, komm da her, Mann. Was denn? Komm da her. Traut sich anscheinend nicht. Schmeißt er mit Stern hier, der Säckel. Alter Dachdieb. So, was gibt's dann? Ja. Die sehen so ein bisschen aus wie in Pathfinder-Rollenspiel, Pen-and-Paper-System, die Tengu aussehen. Erinnern die mich ein bisschen dran. So Vogelmenschen halt. Okay. Das war's dann hier. Also die Kämpfe sind definitiv alles sehr überschaubar und machbar. 600 Gold gab es jetzt nochmal aber drauf. Oh, schön. Ich mag hier sowas auch ganz gern, wenn man einfach nur von einem hohen Berg in die Ferne blickt und dann so Bergtal im Nebel sieht. Das finde ich auch unglaublich schön als fotografisches Motiv. Ach ja. Hat durchaus eine große Ästhetik. 300 Gold gibt es auch nochmal hier. Das sind immer so ein paar garstige Tengu. Und ein paar von den Glockevögel kommen auch noch. Auch nur einer. Nur eine Flocke. Na gut. Haben wir die Flocke erstmal platt. Flocken können wir hier nicht besonders leiden. Und... oh je. Also Luca, du musst auf jeden Fall noch üben, was dein körperlicher Angriff angeht. Der ist nicht so besonders berauschend. Chrono, machen platt. So geht das. Wunderbar. Ja. Die geben auch ordentlich, muss ich sagen. Dafür, dass die relativ schwach sind, die Gegner, geben sie doch ordentlich Erfahrungspunkte, Gold und Tech-Punkte. Also da ist das Verhältnis ziemlich ordentlich, muss ich sagen. Ups. Das war saudumm gerade, glaube ich. Ich glaube, das wäre so ziemlich saudümmste, was ich hätte machen können, oder? Höchstwahrscheinlich, ja. War das so ziemlich saudümmste, was ich hätte machen können. Oh je. Moment, nochmal hier gerade. Okay. Gott sei Dank ist das nicht so dramatisch gewesen. Eva habe ich gedacht, das war es endgültig. Na okay, dann muss ich halt den Kampf wiederholen. Na gut.
Das ist nicht so schlimm. So, auf dich nochmal. Flocken können wir nicht besonders leiden. Und, oh. Okay. Maler, ach, das war nicht gerade so berühmt, berüchtigt. Jetzt muss das Chrono wieder richten. Und zack. Der ist zumindest hinüber. Mal gucken, ob so jetzt ein normaler Angriff reicht. Oder ob wir beide Mädels brauchen. Ja, tatsächlich. Dann scheinen die um die 110 oder so zu haben an Trefferpunkte. Okay. So, wie schaut's denn jetzt aus? Jetzt machen wir das mal langsam. Okay. Ganz vorsichtig. Ja, dann landen wir hier. Wahrscheinlich ist das... hey! Chrono, was machst denn du für einen Schampel? Ach, Kerle. Mist. Ein Silberohrring haben wir gekriegt. Warte mal. Das können die Mädels tragen, bin ich mal sicher. Silberohrring macht 25 mehr maximale LP. 25%, Alter. Kann es auch Chrono tragen? Tatsächlich. Für ihn wäre das natürlich perfekt, aber ich finde der Gegenschlag einfach zu cool und zu wichtig im Kampf. Deswegen würde ich sagen, sie, die etwas weniger hat, kriegt das jetzt erstmal. Was macht die Schleife? Treffer, okay. So what, die kriegt jetzt erstmal ein bisschen mehr Trefferpunkte. Das finde ich durchaus wichtiger. Die wird auch so noch genug Treffer. Okay. Dann noch einmal hier und hier. Dann nochmal der Kampf gegen die Vögel. Aber vorher heilen wir jeden nochmal. Und dann gucken wir mal. Zack, zack. Okay. Nochmal gegen euch, Biester. Und du hier, du hier, du hier. Kriegen wir das Vieh eventuell so schon platt? Aber nur eventuell. Weil Chrono macht hier One-Hits auf die. Ne, das hat mir wieder nicht gereicht. Komm schon, Chrono. Schnell, schnell, schnell. Denn... Ah, scheiße, der kommt noch ein Angriff vorher ausführen. Das ist bitter. Ah, der auch noch. Die sind relativ fix, die Viecher. Ich schätze einfach mal, dass die zwischen 110 und 115 Trefferpunkte haben, die Viecher. So, jetzt mache ich das aber nochmal ausprobieren. Nochmal dort hier. Dann kann man dort hier. So. Ganz vorsichtig hier. Eine Silbernadel haben wir auch noch. Wird wahrscheinlich auch so, ja, Accessoire sein. 50% weniger MP-Verbrauch. Gewittererleid. Das ist schon praktisch. Da würde ich sagen, gerade sie kann das hier echt ziemlich gut gebrauchen. Ist doch besser als die Magie um +2. Schade, dass man immer nur ein Accessoire tragen kann. Okay, aber das waren ziemlich gute Accessoires, die es hier abzugreifen gab. Jetzt ist nur die Frage, wie geht es dann hier weiter? Muss ich nochmal ausprobieren. Von hier entlang. Die dumm, die dumm, die dumm. An die Vögel entlang. Also hier geht es ja offenbar Nimi runter. Zu was Interessantem. Dann nochmal. Boah, das ist echt wie... Und täglich grüßt das Murmeltier. So. Immer dasselbe. 51, die macht jetzt wieder nur 50 Schaden. Achtung, abwarte. Oh, 53 sogar. Dann Chrono auf den anderen, der greift aber vorher noch A. Und bevor die Mädels A greifen, macht der noch was. Eventuell haut Chrono zurück. Sehr schön. Das war's auf jeden Fall mit dem. Und nach der folgt. Sehr schön. Ausgezeichnet. Dann hier nochmal ein bisschen umgucken. Ne, hier geht's mal nicht lang. Hier auch nicht. Ne, da geht's auch wieder noch wo. Ah, da kann ich hoch. Okay.
Sehr schön, wo geht's dann wohl wirklich weiter? Ein Äther Medium, der kann ja meinetwegen hier mit seinem Schwert rumfuchteln, ist mir gerade egal. Ah, hallo. Berge sind schön. Ja, Berge sind allerdings schön. Das ist das Leben. Berge sind schön. Bist du aber neugierig? Hier, bitte. Einmal Magiepille erhalten. Na, herzlichen Dank, Kleiner. Das ist sehr freundlich von dir. Hab's doch gewusst, dass es sich lohnt, ein bisschen mehr Art zu quatschen hier. Eine Magiepille. Jetzt dafür der Chrono. Das, machen wir ja im Kreis hier. Das darf jeder mal haben. Okay. Ja, Berge sind allerdings schön. Noch mehr zu sagen? Nö, immer noch Berge sind schön. Ja, ich hab's doch gewusst, dass sich das mal lohnt. Erlaub, hier können wir nochmal speichern. Das machen wir auch. Tata und der Frosch. Geiles Kapitel. Okay, wie schaut's hier aus? Ein Äther Medium. Und hier. Ich glaube, ein Bosskampf ist hier relativ nah. Und... Hey. Oder wir sind nur in der Mitte gelandet von dem Dungeon. Schauen wir mal. Einmal eine Unterkunft gibt's auch noch. Okay. Ja gut, die werden jetzt eh geweckt hier mit Steinwürfe. 3 stinknormale Goblins. Ja, die kriegen wir locker platt. Also die sind jetzt absolut kein Thema, die Biester. Zack, zack und zack auf den anderen fauler Hund. Voll auf die Schnut. Ah, okay. Die halten noch ein bisschen mehr als 100 aus. Die sind so faul, dass sie noch im Schlag sich einfach wieder hier setzen und weiter ratzen. In Secret of Mana gab es ja die Gegner, die sich einfach Ratzgoblin genannt haben. So, welche sind das? Ach hier. Maler lernt Kraft. Und Luca wird aufgestuft. Was ist Kraft? Füllt mehr LP. Eine Person. Hast auch noch halbiert Wartezeit. Das ist auch sehr gut. Napalm. Schattet Gegner den Explosionsradius. Nicht schlecht. Und er kann Drehschritt noch lernen. 2-mal Schaden. Sehr schön. Hey, Mistkerl. Na, da stellt sich uns wenigstens hier noch zum Kampf. Oh. Das war wohl ein schöner Hinterhalt. Na gut, dann kämpfen wir halt zuerst gegen die Biester. Und der hat gesessen, aber hat nicht gekillt. Gut, Maler. Ja, da schlägt er jetzt zurück, aber du bringst leider wenig. Maler, machen wir Feuer auf den. Nicht Maler, Luca. Dann können wir den als nächstes platt machen. Autsch. Chrono, bitte auf die Schniss. Maler. Bitte bei dem Freilanzer auf die Schniss. Alter. Also die haben schon was drauf, die Viecher. Wenn sie einen dämlichen Hammer haben. Aber den nehmen wir jetzt ab. Dann ist er beim nächsten Angriff Hackfleisch. So, drauf und Wetter. Blödes Viech. Ah, das gab aber wieder ordentlich Belohnung, ne? Chrono lernt Drehschnitt. Luca lernt Napalm. Doppeltech Feuerklinge gelernt. Und Doppeltech Eisschwert. Sehr schön. Machen wir mal Kraft. Heidewitzka, das macht echt ordentlich Heilung. Okay, perfekt. Kostet aber 2 MP statt 1 MP wie Aura. Okay, hier wird die Musik schon sehr mysteriös. Wer bist denn du? Ich bin der Wind, wusch. Ach du Scheiße. Sag jetzt, du bist Tata oder was? Dann kriege ich aber echt die Krätze. Halt. Seid ihr bei jedem Masamune da? Ja, natürlich. Wusste ich doch, Sekunde, ja? Oh, großer Bruder, wo bist du, Masa? Was ist Mone? Nicht schon wieder. Das Masamune soll euch also berühmt machen, was für Schwachköpf.
Menschen sind so dumm, wenn ihr Schwert benutzt, zählt. Und nicht, wer es besitzt. Nicht einmal etwas so Einfaches versteht ihr, deshalb seid ihr Menschen. Was machen wir jetzt? Wie üblich, wir testen sie, das bringt uns ein bisschen Ablenkung. Alles klar, los geht's, wusch. Ups. Massa und Muna. Der Ender hat gesagt, er ist der Wind. Deswegen probieren wir mal Gewitter bei dem hier aus. Weil wenn der Typ der Wind ist, dann wird ihm Gewitter wohl nichts ausmachen. Probieren wir jetzt mal mit Eis aus. Wir probieren mal Napalm bei... Na, Napalm ist noch nicht so wichtig. Okay, Eis ist bei dem besonders wirkungsvoll. Okay, die machen 8 Doppelangriffe. Haben wir mal auf den drauf. Okay, die starten vor allem Combo-Angriffe. Gucken wir mal, dass wir nicht selber einmal einen Combo-Angriff starten. Wenn Male soweit ist, machen wir doch mal hier so ein Eisschwert auf den. Oh ja, das zieht gut ab. Das war ziemlich lohnenswerter Attacke. Sehr schön. Getrennt. Ja. 4 Tech-Punkte gibt es auch noch. 400 Goldmünze. Okay, ich habe nur einer fertig machen müssen von Denner. Die sind ja ganz schön zäh. Nur Cyrus ist bisher so weit gekommen. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir ernst. Na hopp, also jetzt, wenn euch wundern. Verschmelzen sie jetzt? Mit Masas Tapferkeit und Munes Wissen. Ja, das war mir schon irgendwie klar. So voraussehbar ist das schon. 2 wären 1. Ah, na. Was bist denn du für ein widerlicher Kotze-Typ? Machen wir mal Feuerklinge. Einfach weil du so unsagbar räudig bist. So. Der macht aber schon ordentlich Schade. Ich würde sagen, die Klinge lohnen sich. Deswegen warte ich wieder ab, bis eines von den Mädels kann. Und mache hier nochmal ein Eisschwert auf das Biest. Und schmeiße Feuer hinterher. Alter Falter. Das zieht schon richtig gut ab. Da kann man nicht meckern. Die Doppelangriffe lohnen sich auf jeden Fall. Ach, wenn 2 Aktionen dann Striche wären. Das ist es definitiv wert. Ups. So, jetzt warte ich auf Luca. Dann kann ich nämlich eine Feuerklinge machen und sie kann nochmal Aura wirken auf Luca. Luca braucht es ziemlich, glaube ich. Chrono, schlag bitte zurück. Ja, schade. Macht er nicht. Okay, sehr gut. Aber sehr heroische Musik, muss ich sagen. So, machen wir nochmal Feuerklinge. Und sie kann nochmal Aura auf Chrono wirken. Oh, der hält ordentlich aus. Deswegen ist vielleicht echt nicht verkehrt gewesen, dass ich auf den richtig losknüppel mit meiner starken Attacke. Schmerz. Dann richte mal Feuerklinge. Oh, fuck, Dudel, du. Das war jetzt gerade richtig heftig. Jetzt geht's nochmal richtig was auf der Washing. Gewitter erleiht. Das war ein ordentlich heftiger Angriff. Noch einmal. Wir warten die Combo ab. Und machen nochmal Feuerklinge. 4 MP kostet das Ganze danach. So, Kraft kriegt auf jeden Fall jetzt nochmal Chrono verlieren. Er darf uns mal nicht wegsterben hier, der Gute. Aber allzu viele von den Schwertangriffe können wir jetzt Anime machen. Trotz allem. Sehr gut, er wehrt sich nochmal. Haut zurück. Und das war genau der Konterangriff, den wir gebraucht haben. Perfekt. Okay, der war jetzt schon etwas stärker. Wie gut, dass ich ja immer wieder die Leute hochheil.
500 EP, 10 Tech-Punkte, 1500 Gold. Und Chrono wird aufgestuft, Male genauso. Perfekt. Ah, jetzt sind sie wieder in Kinderform. Das war's, großer Bruder. Das war gut. Werden sie uns neu schmieden? Und würdige Besitzer für uns finden? Ja, ich denke schon. Dann sind wir wohl des Schwertes würdig jetzt. Und ziehen das Ding doch mal raus hier. Jetzt kehrt's mir. Muahahaha, das legendäre Heldenschwert. Und? Das sieht aber etwas merkwürdig aus. Das ist also das Masamune. Scheint seit langem zerbrochen zu sein. Zerbrochenes Masamune erhalten. Fehlt ein Griff, ist nur die Klinge übrig von dem Ding. Wenn es euch recht ist, tragen uns die Flügel vom Wind zurück. Viel Glück. Okay, nehmen wir noch natürlich. Mal gucken, ob wir es dann eventuell beim Schmied oder so gefixt kriegen. So. Aber, dann tät ich Amos sagen, ihr liebe Leid, dass ich an der Stelle, hoppla, das wollte ich doch gar nicht, dass ich an der Stelle hier meine Cut mache. Vorher gehe ich nochmal in die Unterkunft rein. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.